Haut 2. Oktav Sonntag begrüßen ich aus der Kathedral, mir war Funheit Pontifikal Mass. Et singt ein Ensemble Vokal von der Maîtrise von der Kathedral, Kantore sind René Schmidt an Marc Dostat, Organist aus den Paul Breich. No senger Entrée iwwer Ave Spes Nostra sangen wir den Introitus selber, Mass for Five Voices vom Bird, Gloria Numero 9, auch an der neuer Zeit an Alleluia vom René Ponchelet, Credo 3, O Salutaris Hostia vom Perosi, Tröstrin der Betrübten vom Noemi Deschios Sunnen, an als Chant Final Leif Mam, Magnificat 891. Den Domorganist spielt als Sorti Toccata ob Claudine Light vom Albert Leblanc. Mass hält der Weihbischof Monseigneur Leo Wagner, predigt den Oktavprediger Abbé Jean-Pierre Reiners. Spes nostra. Am Namen vom Papa, vom Jungen, auch vom Heiligen Geist. Amen. Der Friede sei mit euch all. Schön, dass ihr euch angeschaltet habt, liebe Schwestern und Brüder,
Me nach méi schön as et wann der net nimmen Ton a Bild participiert méi och mat derem ganzen Herz. Je vous souhaite la cordiale bienvenue, chers amis, chères sœurs, chers frères, pour la retransmission de cette messe pontificale. Op diesem 10. Mai, den erneist die bedrückend Erinnerung und den Überfall von Nazi-Deutschland für genau 80 Jahre wachrig möchte, da sind wir heute Morgen aber mit einer überaus friedlicher Novelle überrascht gehen. Als ein Großherzog Guillaume und seine Frau Stephanie, sie glücklich Ältere von dem kleinen Prinz Charles, Jean, Philippe, Joseph, Marie, Guillaume gehen, an mir all felicitierenden Eltern an der ganzen großherzoglichen Familie von ganzem Herz. Altesse Royale, Fried als auch Eisfried, und ich denke, die vom ganzen Land. Mit diesem Gebet an der Kathedrale stellen wir den neuen Prinz auch unter den Schutz von Maria, der ihren Namen hier ja auch trägt. Confiant en la protection de la patronne séculaire de ma chère patrie, so hat es schon den 13. Mai 1940 Großherzogin Charlotte an einem Telegramm und der Papst Pius XII. Formuliert, wie diesen seinerseits direkt auf Besetzung von Lützeburg durch die Wehrmacht reagiert hat. Jo, wir dürfen uns immer neu erschweren, an glückliche Momente mit Vertrauen und patronisch für Stadt und Land wenden. Wir machen das, weil sie können uns heute entgehen mit dem schönen Bild von der Mam, die hier die Kant Arm dreht. Das Bild braucht keine Erklärung. Es braucht just von uns ein vertrauensvolles Herz. Chères sœurs, chers frères, demandons maintenant la sollicitude maternelle de Marie pour le petit prince Charles, pour la famille grand-ducale, pour toutes nos familles, pour nous tous, et invoquons le Seigneur dans le chant du Kyrie. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus Dei. Benedicimus te. Adoramus Dei. Glorificamus te. Gratias a
Lost mal beten. Herrgott, unser Pap, du bist barmherzig, du geseist all Trost. Der Jung hat Kreuz Maria, sing Mam, auch eis zur Mam gehen. Lauscht ob eis patrinisch, die für eis schwätzt, erschenk eis an all Not, dein Trost an den Hilf. Dafür biete mir durch Jesus Christus, der Jung, als ein Herr an unser Gott, den an der Einheit vom Heiligen Geist mit dir lebt, an Herras an all Ewigkeit. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Cieux, criez de joie, terre, exulte, montagne, éclatez en cris de joie, car le Seigneur console son peuple, et de ses pauvres il a compassion. Jérusalem disait, « Le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. » Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater des Erbarmens und der Gott allen Trostes. Er tröstet uns in all unserer Not, damit auch wir die Kraft haben, alle zu trösten, die in Not sind, durch den Trost, mit dem auch wir von Gott getröstet werden. Wie uns nämlich die Leiden Christi überreich teilgeworden sind, so wird uns durch Christus auch überreicher Trost zuteil.
Sind wir aber in Not, so ist es zu eurem Trost und Heil. Werden wir getröstet, so ist es zu eurem Trost. Er wird wirksam durch Geduld in den gleichen Leiden, die auch wir erleiden. Unsere Hoffnung für euch ist unerschütterlich, denn wir wissen, dass ihr nicht nur an den Leiden teilhabt, sondern auch am Trost. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Herr Erzbischof, Herr Weihbischof, lief Matbrüder, lief Leid, die dir mit Eis haut Sonntag durch die Medien an am Gebiet verbunden sind. Wo die Kraft von Gottes Geist, a menschliche Courage zusammenfannen, da kann Fruchtbares entstehen, können Hürden überwunden gehen. Zeichen dafür sind die vergangenen 150 Jahre von unserer Diözese. Werft man nämlich einen Blick an die Vergangenheit, und das muss ja erlaubt sein bei unserem diözesanen Jubiläum, dann erkennen wir, wo Menschen ihren Mut an zwei Hände geholt und gleichzeitig Gottes Geist wirken gelassen. Du hast die Kirche von Lützeburg gewusst, konnte Sturm von der Zeit überstehen.
Bei 1870 Lützeburg ein eigenständiges Bistum gouf, durchstungen der Bischof Adames, sein Matarbeiter an Christen alle Guten für Herausforderungen. Bistumsstrukturen abbauen, kirchlich Leben Lützeburger Territoire festigen, de Boden bereden für die Gründung von religiös-karitative Vereine, all das und vieles mehr war keine Selbstverständlichkeit. Hei war Courage, Weitsicht und Menschlichkeit von Seite vom Bischof an alle Christen gefroht. Hei war aber gleichzeitig Gottes Geist Wirk, weil der Mensch allein wir den Herausforderungen schwerlich Meister gehen. Ja, hei erkennen wir schon, wo die Kraft von Gottes Geist und menschliche Courage zusammenfallen, da entsteht Fruchtbares an Hürden gehen überwunden. Gottes Kraft und menschliche Courage waren noch gemeinsam Wirk, wie der Bischof Koppes am Streit über das Schulgesetz die kirchliche Position vis-à-vis vom Staat müsste verteidigen. Wie jener Tim aber auch der Katholizismus zu feierender, kultureller und politischer Kraft an unserer Gesellschaft gouf. Auch für sein Episkopat gilt, wo die Kraft von Gottes Geist und menschliche Courage zusammenfallen, da entsteht Fruchtbares an Hürden gehen überwunden. Alle vielleicht Gottes Kraft und menschliche Courage waren sicherlich auch Hand an Hand, wie es während der Christjahre geheischt wird, fest zum Glauben zu stehen und durchzuhalten an den Sturm von der Zeit, wo die Kirche aus dem öffentlichen Leben zurückgedrängt gouf, kirchliche Organisationen und Kontemplativkleister abgehoben sind, der Religionsunterricht aus der Schule verbannt, an die aktiv Ordensgemeinschaften entegnet goufen. Vieles hat der Krieg zerstört. Familien hatte Gefallener und Vermisstener zu beklohen. Häuser und Kirchen luchen a Ruinen. Viel hatten hier Lebensgrundlage verloren. Und als Jungen fasziniert es mich immer nicht zu hören, wie die Krise- und Nachkriegsgeneration a grosser Solidarität den Rückbau vom Land ugepackt a realisiert hun. Ein Neuanfang war möglich. An unserer Heimat sind neue Lebensperspektiven abgebläht. Und auch als Kirche als zu neuem Leben erwäscht. Dank vielen engagierten Christen und dank eisen demolischen Bischof, für allem dem Monsignor Lommel, den sich für die Versöhnung mit Deutschland angesagt hat. Bei all dem war Courage, Ausdauer, geliebte Menschlichkeit und Gottes Geist sicherlich gemeinsam Wirk. Ja, auch für die Jahre gilt, wo die Kraft von Gottes Geist und menschliche Courage zusammenfallen, da entsteht Fruchtbares an Hürden gehen überwunden. Dem Zusammenspiel von Gottes Kraft und menschlichem Courage verdanken wir weiterhin, dass an den folgenden Jahren Zeichen von der Zeit erkannt goufen, an als Kirche zu Lützeburg sich der modernen Welt a Kultur konnt abmachen. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil an einer feierten Diözesansynod goufen notwendig für die Zukunft richtungsweisend Pastoralakzente gesagt. Bischof Leo Lommel a Jean Hengen haben mit Menschlichkeit a charismatischem Engagement de Christen hei am Land eine neue Stelle wert geben.
an ihnen bewusst gemacht, dass sie all zu Summe Kirche sind, dass sie aufgrund von der Affirmung und der priesterlicher, königlicher, prophetischer Sendung von Christus teilholen. Ein verstärktes Laienengagement hat sich durchgesetzt. Neue Gremien sind geschaffen gehen, wie Priesterrat, Pastoralrat, Abharret. Gremien, die wir bis heute kennen. Christliche Basis krut eng Stimme an der Kirche. Eine seelsorgliche Dynamik gouf freigesat. Löser Louis als Verstane gin, dat Seelsorg nicht ausschließlich Sache von den Priester ist, mit der Aufgabe vom ganzen Volk Gottes, so wie der Bischof Leo Lommel geschrieben hat, als im Hirtebrief von 60, unsere gemeinsame Verantwortung für die Kirche, für die Zukunft der Kirche. An derselben Stelle hat auch der Monseigneur Frank gewirkt, die Mengel Liewisch Kirche, wo jed Verein matt upphakt Herzluch. Ein Kirche aber auch, die sich verstärkt, diakonisch soziale Gebiet engagiert, es sich ersetzt für die Menschen an die Würde vom menschlichen Leben. Ugedriven von Gottes Geist, aber mit Courage, hun als Bischof zusammen mit vielen Frauen und Männern die Kirche am 3. Jahrtausend gefordert, a viel Gutes, a viel Neues zum Vierschei brucht. Mir gesinn, wo die Kraft von Gottes Geist a menschliche Courage zusammenfannen, da entsteht Fruchtbares an Hürden gin überwonnen. An Haut. Wir leben an einer Zeit, die nicht nur momentan geprägt ist von einem Coronavirus, aber auch noch von ganz anderen Viren. Das ist eine Zeit von vielen großen Umbrüchen, von tiefgreifenden sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen. An Politik geht sich oft schwer, ob manch frohen, plausibel Antworten zu geben. Dabei könnt, dass nationalistische Tendenzen auch für ihren Eisegrenzen keinen Halt machen. Alles das bringt neue Herausforderungen für Welt und Kirche mit sich. An diesen Hürden haben wir dann noch ein spezifisch innerkirchlich lützeburgisch Probleme zu verschaffen. Wir wissen nicht all, die letzten Jahre waren für uns Kirche hier am Land nicht einfach. Aber vieles ist auch noch nicht verdaut. Viel bringen hier Unsicherheit, wie es weitergehen soll, auch drastisch zum Ausdruck, wenn sie mit Blick auf uns Kirche soen. Kein Geld, kein Personal, mannergelewisch, keine Relevanz an der Gesellschaft. Wenn in einer Studie von Freiburg leben kann, da gesagt Zukunftsprognose für die deutsche Kirche, sicher auch für uns, nicht rosig aus. Da steht nämlich, die Altersstruktur der Kirchenmitglieder hatte einst die Form einer zum Himmel aufragenden Pyramide. Im Jahr 2060 wird sie voraussichtlich die Form einer Urne haben. Nicht gerade encouragierend wieder. Zukunft von der Kirche ist also mehr wie ungewiss. Wir haben zwar Chance, die große Chance, zwei charismatische Bischöfe zu haben, die mit ihren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen notwendige Reformen nicht scheuen, aber versuchen, mit allen Kräften die Kirche für die Zukunft neu aufzustellen. Ja, auch für sie gilt ohne Zweifel, wo die Kraft von Gottes Geist und menschliche Courage zusammenfallen, da entsteht Fruchtbares
an do werden Türden auch können überwonne gehen. Me überlassen wir hinnen nicht allein die schwierige Aufgabe. Zusammen sind wir Kirche. Zusammen drohen wir Verantwortung. Zusammen muss man unseren Mut an zwei Hände holen und gleichzeitig Gottes Geist wirken lassen. Weil Gottes Geist von oben, a Courage von innen, die Symbiose verändert Gesicht von der Kirche, alles das Evangelium an unserer Zeit zu neuem Leben erwäschen. Die vielleicht alle Guten, für kurzem, als mir durch Zufall ein Zitat vom deutschen Historiker Heinrich Leo begegnet. Hierin behauptet, jedes Jubiläum ist eine Vorfeier des Begräbnisses. Ich weiß nicht, wie es ihr geht, wenn ihr das auch so hört. Mir ich fand, sie klingt ziemlich verbattert, aber pessimistisch. Ich gesinnt Feier von einem Jubiläum ernst das, positiv, als friedlicher Moment. All Jubiläum als für mich Gelegenheit, für zur Ruhe zu kommen. Der Moment für an Dankbarkeit, ein Blick an die Vergangenheit, ob das erreichtend, an das Gelechtend zu werfen, aber gleichzeitig ein Blick nach vier zu richten, heran an Zukunft, die darauf wart, Gestalt, geformt, am mit Leben gefüllt zu gehen. Wir feiern Jubiläum von 150 Jahren Diözese Lützeburg. Für mich ist das Jubiläum trotz allen Hürden, hausgemachte Probleme und Schwierigkeiten, die wir an dieser Diözese momentan haben, alles ernst das aber, wie für den Vergleich vom Heinrich Leo zu gebrauchen, die Vierfeier vom Begräbnis von unserer Kirche zu Lützeburg. Mehr am Gegenteil, die Feier von unserem Jubiläum as muss sein, der Startschuss heran an eine hoffnungsvolle Zukunft. Eine Zukunft, die wir gemeinsam als Christen, engagiert Junker und Älterer, vereint mit allen Menschen hier am Land, die Gottes Willens sind, gestalten sollen. Und zwar mit Courage, an dem Vertrauen auf Gottes Geist, der noch nach Haut als seiner Kirche an der Welt wirkt. Weil vergiss man eben nie, was Geschichte als Gewissener gelehrt wird. Wo Kraft von Gottes Geist a menschliche Courage zusammenfannen, ja, da entsteht immer Fruchtbares, an da werden auch an der Zukunft all Hürden überwonnen gehen. An dem Sinn, gehen wir doch all zusammen mit Hoffnung heran an die nächsten Jahren. Also ma haut, Happy Birthday an Admultus Annos, Kirche von Lützeburg. Consolatrix afflictorum, Trägstriner Patrinisch, biet für eis Kirche, die heut zu Lützeburg ist. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Celi et Terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante
genitum non factum, consubstantialem patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in caelum, sidet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et con glorificatur, qui locutus est per profetas. Et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. En ce dimanche de l'octave, ensemble avec Marie, notre patronne, élevant notre ferveur, avec ferveur nos prières et nos cœurs au Tout-Puissant. Für die Kirche zu Lützeburg. Lucy mit großer Dankbarkeit auf die vergangenen 150 Jahre zurückgucken. Schenk ihr auch an unserer Zeit immer nicht neu engagiert Frauen und Männer, die sich aufmachen für die Werke von dem Geist. Für mit Courage und Weitsicht zusammen den Weg an eine fruchtbare Zukunft zu gehen. Herr Gott, hör uns. Pour notre grand-duc Henri, notre grande-duchesse Maria-Thérésa, pour toute la famille grand-ducale, ainsi que tous les responsables de la vie publique. Guide-les pour qu'ils demeurent à l'écoute et au service de tous les citoyens de notre pays. Seigneur, écoute-nous.
Seigneur, exauce-nous. Für die kleine Prinz Charles, den de moie Freit Licht von der Welt erblickt huet. Begleet ihn op singem Lebensweh, dat hier gesund bleibt, a singen Älteren viel Fried mischt. Herrgott, heia eis. Herrgott, heia eis. Für eisen Erzbischof Jean-Claude Kardinal Hollerich, der Weihbischof Leo Wagner, eise freieren Erzbischof Ferner Frank, all Priester, Diakonen wei all hauptamtlich a benevol kirchlich Maderbeter a Maderbesterinnen. Los sie mat Fried an Hoffnung dein Evangelium verkünnechen, an innert de München Zeichnis gin vun Dinger leeft a Barmherzigkeit. Herrgott, heia eis. Herrgott, heia eis. Pour les malades, les personnes âgées, les démunis et les persécutés, accorde-leur ta protection et ta bienveillance. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Für all die sich an de letzten Mänder Wochen von der Corona-Krise für andere angesagt haben, an denen wir zu großer Dankbarkeit verpflichtet sind. Gib ihnen weiterhin Courage und Ausdauer, schenk ihnen Kraft zum Durchhalten. Herrgott, heia eis. Herrgott, heia eis. Für all eis Leib verstorben, besonders für all die, die an der Vergangenheit an eiser Diözese gelebt und gewirkt haben. Und für die, die 84 Jahre ihr Leben für eis heimisch und eis Freiheit geopfert haben. Für sie all an das himmlische Jerusalem. Herrgott, heia eis. Herrgott, heia eis. Dieu Tout-Puissant, écoute les prières que tu inspires toi-même à ton Église et dans ta bonté, daigne les exaucer par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Lassen wir beten. Herr, lass den Heilige Geist dabei Rufe kommen, dass sie durch seine Kraft zum Leib und zum Blut gehen von deinem Jung. Hier wird von Maria als Menschennatur ugeholt, und dieser herrliche Feier soll in uns sein göttliches Leben schenken. Dafür beten wir durch ihn, Christus, unseren Herr. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken, weil du Großes getan hast an der seligen Jungfrau Maria. Vom Heiligen Geist überschattet, hat sie deinen eingeborenen Sohn empfangen und im Glanz unversehrter Jungfräulichkeit der Welt das ewige Licht geboren, unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn lobe die Engel deine Herrlichkeit, beten dich an die Mächte, erbeben die Gewalten. Die Himmel und die himmlischen Kräfte und die seligen Seraphim feiern dich jubelnd im Chor. Mit ihrem Lobgesang lass auch unsere Stimmen sich vereinen und voll Ehrfurcht rufen. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers,
et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons la mort du Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, consolatrice des affligés, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Willibrord et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Erzbischof Jean-Claude, seinen Weihbischof Leo und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Per ipsum et cum ipso et in ipso, Restibite Patri Omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. J'inviteieren ich Schläfren lo doheim, och do wo da lo eis no guckt, no lauscht, gebiert von eiser Herr Matze Bierden. Und der Spruch, die ich am geläufigsten has. Oui, chers amis, je vous invite à réciter maintenant avec nous, là où vous êtes, la prière du Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Oui, Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Lust mal beten. Herr Gott, du hast Allmacht. Am Sakrament, das mir empfangen hun, verkünde ich mir den Tod an Doppelstohen von dingem Jung. Geweist Kraft, für Matzinger Mam innert dem Kreuz zu stohen, und Lied von ihrem Jung zu delen, für das mir auch Deel hun aus engem Opperstohen. Dafür biete mir, durch ihn, Christus, eisen Herr. Amen. De freieren Bischof Jean Hengen, wenn wir op Lucht gefuhr sind, und dann Standardsgegenstände gesehen, gesehen hat nimmer gesot, los der Rosenkranz, do wo sie sind, de Sege geht doch durch die Wallissen. Und so denken ich, geht denn auch über den Livestream noch bis bei euch aus der Kathedral heim an ihr Familien. Lust mal lo dafür mal deinem beredten Herz diese Segen empfangen, und dann auch weitergehen und die Menschen, denen wir auf diesem Tag begegnen. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adjutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Ite missa est, Alleluia, Alleluia.
Mi hunn pontifikal Mass iwwerdroen aus der Kathedral. Och hautdachtig gimmer als Rendevous hai 400 Trächterin zur selvichter Zeit. Ihr all weiterhin eng segensreiche Oktav, an domat gimmer dann Tänzreck an den Studio.